weil das die größte Schweinerei ist, die es derzeit gibt. Ja, eine Reihe von Dominosteinen. Wenn irgendwann die ersten Steine fallen, werden wir irgendwann alle fallen. Eigentlich eine kriminelle Handlung von ungeheurem Ausmaß. Erstes Mal kann man Leben nicht erfinden, deswegen kann man es auch nicht patentieren. Das ist der erste Schritt. Das nächste Mal werden es mehr werden. Wir mögen Natur, Bienen, Brokkoli, Rucola, Erdbeeren und alles mögliche anderes Gutes essen, genauso wie sie sind, oder? Die Wahrheit, und das ist meine persönliche Meinung, hier auf allen Ebenen die aktuelle politische Elite versagt hat. Und deshalb stehe ich hier. Das, was wir zum Essen haben, haben wir alles nur von der Erde. Wir haben keine anderen Pflanzen als wir die Pflanzen, die wir haben. Wir haben nur Mais, wir haben nur Reis, wir haben nur Kartoffeln. Und wenn die einmal kontaminiert sind, dann weiß niemand, was passieren wird. Und ich will freie Nahrungswahl. Ich will biologische Ernährung haben. Ich will kleine Wirtschaft, regionale Wirtschaft unterstützen. Über Monsanto, die Wissenschaftler weltweit denunziert, die bewiesen haben, dass gentechnisch veränderte Produkte unser aller Erbgut verändern. Und wir kriegen den Befehl zum Marschieren. Endlich! Die Aufforderung, nicht den Befehl! Genug geredet, wir gehen! Wenn wir jetzt nur einen Schritt zulassen, ich garantiere dir, die Monsanto-Leute werden ganz bestimmt auch herkommen und absichtlich ihren Scheiß ausbreiten. Ganz bestimmt, ja. Selbst wenn wir es nicht erlauben, sie werden es einfach unter uns streuen. Ja. Das Recht auf so eine Art und Weise zu missbrauchen, insbesondere also Patente und so weiter und so fort und über Staaten drüber zu fahren und viele Bauern auch sogar in den Tod zu treiben, dadurch, dass es verboten wird, ihre eigenen Sachen anzubauen. Das ist eine der größten Gefahren. Magst du vielleicht erklären, warum Monsanto so böse ist und was dahinter steckt? Also erstens mal kann man Leben nicht erfinden, deswegen kann man es auch nicht patentieren. Ja. Monsanto ist verantwortlich für tausende indische Bauern, die sich umgebracht haben, weil ihr Saatgut dort nicht wächst, weil sie es jedes Jahr nachkaufen müssen. Monsanto vergiftet die ganzen Böden. Monsanto Roundup wird in Österreich einfach so in jedem Geschäft verkauft, obwohl man weiß, was das für Auswirkungen hat. Monsanto verklagt Bauern, die ihre Saatgutsachen nicht verwenden wollen und sehen das aus. Sie können sich aber im Internet wunderbar informieren darüber. Was ist denn eine gute Webseite oder einfach googeln? Also ich glaube, wenn man googelt, es gibt eine Organisation, die heißt Millions Against Monsanto. Millions Against Monsanto. Genau. Okay. Und da kann sich jeder informieren. Das Drama ist, dass keiner weiß, wer das ist, was die machen. Das sind ja nicht nur die. Ja. Da gibt es Syngenta zum Beispiel, Bayer. Unsere Politiker sind leider unfähig. Also der Herr Belakovic hat erst, nachdem er heftigen Gegenwind bekommen hat, eingelenkt mit den Neonicotinoiden bei den Bienen. Und das ist einfach jetzt, damit die Leute aufwachen. Leider hat Global 2000 nichts gepostet, das ist sehr enttäuschend. Die haben sich nicht beteiligt, versteht man nicht. Ja, also ich bin ja auch ein bisschen so aktivistisch und mir gefällt es, dass heute doch ein paar Leute zusammengekommen sind. Ein paar Leute, das sind sicher 3000. Ja, das sind doch viele Leute. Doch gut. Ja. Aber wir wissen es nur über Facebook. Also ja, genau. Und was ich komisch finde, ist eben, dass die NGOs in Österreich nicht einmal so zusammenarbeiten, dass das wirklich eine Kraft entsteht. Nein, es ist ganz lächerlich, aber es entsteht ja, wie man sieht, eine Kraft. Von unten herauf, Gott sei Dank. Es ist ein Anfang und wir werden uns das nicht gefallen lassen. Passt. Ich marschiere für dich und deine Kinder, damit die kämpfen, die für die Lebensmittel bekommen. Ich denke, wir haben es bei Monsanto mit einer der größten, am geschicktesten getarnten kriminellen Organisationen zu tun, die derzeit auf der Welt zu finden sind. Monsanto macht etwas, was ich als elementaren Raub bezeichnen würde. Aber macht Monsanto was Illegales?
illegal ist? Ja, ganz bestimmt. Aber wenn es illegal ist, dann müsste es doch vom Gesetzgeber unterbunden werden, oder? Es muss auf jeden Fall vom Gesetzgeber unterbunden werden. Aber es passiert nicht, oder? Derzeit schaut es nicht so aus. Wenn es nicht passiert, denke ich, wird irgendwann eine Lawine losbrechen, weil wir werden in eine Sackgasse kommen, wenn es so weitergeht. In eine ungeheure Sackgasse. In dieser Sackgasse werden wir nicht mehr wissen, wie wir überhaupt noch mit den Problemen fertig werden, die diese Firma in die Welt gesetzt hat. Wir werden mit den gentechnisch manipulierten Organismen nicht leben können. Wir werden nicht mit dem Essen leben können, das daraus produziert wird. Und die Tiere, die die Grundlage von dem sind, und die Pflanzen, werden daran sterben. Sie werden einfach verrecken daran. Und wir demzufolge auch. Warum? Wir werden in einer solchen Armut landen mit dieser Entwicklung, dass wir alle aufgerufen sind, uns mit Leib und Seele dagegen zu wehren. Und damit meinen Sie nicht eine Finanzkrise, die künstlich Armut darstellt, sondern eine richtige Krise, wo es nichts zum Beißen gibt. Wir werden alle, überleg einfach nur, es gibt Allergien, die Häufung ist gewaltig, es gibt Krebs, ja? Es gibt Nervenleiden. Diese Häufung, die kommt nicht von ungefähr. Und diese ungeheure Masse an Chemikalien, diese ungeheure Masse wird heute schon von den Lebewesen kaum mehr bewältigt. Wenn jetzt noch künstliche Organismen dazukommen, ja, dann wird irgendwann auch das ganze Zusammenspiel, das wir früher hatten, unter den Lebewesen nicht mehr funktionieren. Ja? Und wenn das wäre eine Reihe von Dominosteinen. Wenn irgendwann die ersten Steine fallen, werden wir irgendwann alle fallen. Ja? Und wer das nicht begreift, ist schlicht und einfach dumm oder ignorant. Ja? Wenn man die Augen jetzt nicht aufmacht, dann kann man es wirklich vergessen. Ja? Aber ich bin leider pessimistisch in der Hinsicht, weil das hat schon in den 60er Jahren der UNO-Generalsekretär gesagt. Wenn wir nicht in 10 Jahren was tun, ist alles vorbei. Wie viele 10 Jahre wollen wir noch warten? Wir mögen indische Bauern bitte behalten auch, ja? 250.000 haben so einen Selbstmord begangen über Monsanto. Ich liebe euch, danke, dass ihr hier seid.